Okay. Noch een ander Chefenisch van een Jan is der Homar. Homar meant lobster, auf Englisch. Okay. Da haben wir die Fisch von dem gut bewussten Film Jaws. Das heißt a shark auf Englisch und auf Yiddish heißt das a Haifisch. Haifisch stammt mit Tome von Deutsch und es ist noch ein anderes Wort, was ist nicht breit bewusst heutzutage auf Yiddish. Okay, a walrus auf Yiddish heißt a morsch. A morsch, das Wort, meine ich, stammt von Polish und es ist nicht du, kein jeden Morsches. Es ist, das Wort ist euch nicht breit bewusst. Alright, das ist noch a gewöhnliche Balkaya, was wohnt in alle Städte, befragt in Amerika, wie New York, Chicago, Philadelphia. Auf Englisch heißt das a squirrel. Auf Yiddish sind Verein zwei Wörter. Eins stammt von Ingrisch und das hört man eine Sache bei den Chassidim in Amerika. Das Wort ist Monkush. Und das zweite Wort stammt von den slawischen Sprachen und das heißt Werwerek. Eine Sache von den alten Leuten von Europa sagen Werwerek und es ist nicht etwas, was man will sehen in unsere Leben, unsere Häuser, in die Trotten. Es ist a pascu nachgedecker Chaya. Alright, das ist die modernste Wort, was ich weiß wegen auf alle Sprachen. Ich kann es nicht viele sagen. Das ist, was meint skunk auf Englisch, sind zwei Wörter. Eins, Stinkchaya. A Chaya, was stinkt. Alle kennen das verstanden. Die zweite kommt von einer von den slawischen Sprachen und das heißt, ich will es proben zu herausreden. Tichoyer. Leif Moishes, is it Tichoyer in Jason? Okay, das ist a skunk auf Yiddish. Es ist Stinkchaya, a Chaya, was stinkt, oder a Tichoyer. Modernes Wort. Okay, das ist sehr a süßer Chaya, was wohnt in kalte Regionen. Das heißt a Jamhund. Es ist a Hund von der Jam. Und das heißt auf Englisch a seal. Okay, noch populären Chaya bei Jiden ist euch a populären Namen, sei auf Yiddish, sei auf Hebräisch, aber keinmal auf Englisch. Das ist die Hirsch. Ein Hirsch meint Deer auf Englisch. Okay, ein Hund, ein Hintel ist das beste Chave von Menschen, wie man sagt auf Englisch in Amerika. Hund auf Yiddish meint Dog auf Englisch. Okay, das ist euch ein anderer bekannter Chaya von Afrika. Das heißt der Helfand. Helfand, oftmals hört man euch Elefant, was ist eine Spur von modernischem Deutsch. Okay, und
die sehr gewöhnlichen Insekten ist die Moraschke. Die Moraschke auf Englisch meint ant. Das Wort stammt dafür von den slawischen Sprachen. Und nachdem haben wir was was sagt, Menschen haben Meure davon der Spinn. Spinn auf Yiddish heißt Spider auf Englisch. I guess spiderweb auf Yiddish is Spinnwebs. Spinnwebs is a spiderweb. Und ich meine, also unsere letzte Chaya ist die Jatschke. Es ist noch ein anderes Wort. Noch ein anderes moderne Wort. Das stammt von Polish. Das meint lizard auf Englisch. Lizard auf Englisch ist Jatschke auf Yiddish. Und ich habe gefunden, als sehr weniger Menschen unter 20 Jahren kennen das Wort. Okay, und noch ein Wort, Frage auf Englisch heißt Jabe auf Yiddish. Das stammt von den slawischen Sprachen, oder Frosch, was ist von Deutsch. Okay, du haben mir der Schlang, das meint Snake oder Serpent auf Englisch. Ich weiß nicht, verwusst, aber das meint in ganz eine andere Sache bei englisch redende Leute in Amerika. Aber auf Yiddish es meint, a Schlang is not a Schlang. Und das ist der Sof von unser Programm wegen Belchais auf Yiddish hat euch eine gute Woche und Trach wegen etwas fein.